Jörg. Hallo. So, endlich Feierabend, ha? Ja, aber ich bin ja auch froh. War so ein langer Tag. Und am 8. Mai ist der Tag der Befreiung. Richtig. Also ich war im Online-Seminar, weil Europatag ist, aber gleichzeitig ist ja Tag der Befreiung. Da fällt mir jemand ein, der da im Dorf schon als Kind im Widerstand war. Ja, das ist wahr. Der hat sich nicht vereinnahmen lassen von der Hitlerjugend. Wir haben ja da einen Schäferhund gehabt als Schultheiß. Der hat Wert drauf gelegt, 100% bei den Wahlen zu melden, alle für den Hitler. Deswegen hat er hinterher auch Ärger gekriegt, weil ihn die Leute, die eben nicht den Hitler gewählt haben, nachher auch gezeigt haben und gesagt haben, also das war Wahlbetrug. Ja, war Wahlfälschung, ja. Ja. Ja, und der andere, der hat schon als Kind gesagt, Hitlerjugend und sowas, das ist nicht seins, so will er nicht nach. Ja, dann haben sie einen anderen Schafe geholt und so einen Hitlerjugendleiter von Mundelzerruf. Der ist noch mit dem Rädle von Mundelzeruf gefahren gekommen. Ja, als Auswärtiger hätte der den Norder sollen. Ja. Aber bevor sie nice sind, ins Verhörräumle, sage ich jetzt mal, haben sie dem außer ans Fahrrad einfach noch pieselt. Ja, ja. Also sie waren zu zweit, noch 2 Stück. Danach ist er ja noch gekommen und hat noch gesehen, was die gemacht haben. Und hat dann zu denen gesagt, ihr braucht gar nicht mehr kommen, solche Leute brauchen wir nicht. Und deswegen hat er nicht zur Hitlerjugend müssen. Ja, der Krieg hat es ihm leider nicht gespart. Eingezogen wurde ist er trotzdem, aber zum Glück ist er gesund heimgekommen und hat auch Familie gehabt, also hat noch ein glückliches Leben gehabt. Ja, Und das hat stimmt. uns die Geschichte ab und zu mal erzählt. Und hat auch noch einige weise Sprüche gesagt, zum Beispiel gerade auch über einen Weih. Wenn wir noch gefragt haben, ob der oder der Weih recht ist, dann sagt er mag jeden Weih, wenn er nichts kostet. Also dann, Zum Wohl. zum Wohl. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.